von German Dog. Ich bin Katrin und ich freue mich, dass alles gut klappt heute. Das Thema heute ist wir können, wir haben. Wir können, wir haben. Es geht ein bisschen ums Turnen und Fitness machen. Aber zuerst wollen wir 3 Sätze wiederholen vom letzten Mal, von letzter Woche. Letzte Woche, hallo Assen, guten Abend. Letzte Woche haben wir über einen ganz normalen, einen gewöhnlichen Samstag gesprochen. Und Sandra ist zum Beispiel zur Post gegangen. Sie hat gesagt, I'd like to send a package to America. Dann war sie beim Bäcker und sie wollte ein Pausenbrot kaufen, etwas, das sie gleich essen wollte. Und sie hat gesagt, you don't need to pack it. Und der dritte Satz, den wir suchen, ist Safe Travels, goodbye. Das wünscht sie diesem Touristen, der den Bahnhof gesucht hat und er musste sie um Hilfe fragen, weil die Akku auf seinem Handy leer war. Ja, ich möchte ein Paket nach Amerika schicken oder ich möchte das Paket aufgeben. Also du kannst wählen, aufschicken ist ein Mix zwischen diesen 2 Verben. Ich möchte ein Paket schicken oder ich möchte es aufgeben. Also ich möchte ein Päcklein oder ein Paket für Amerika aufgeben oder nach Amerika schicken. You don't need to pack it. Das müssen Sie nicht einpacken. Das ist ganz gut. Das müssen Sie nicht einpacken. Das ist schade ums Papier. Ich esse es gleich. Und Safe Travels, das heißt auf Deutsch gute Reise. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Ja. Gut. Ich mache danach etwas heller. Ja, das war die Wiederholung von unserer Geschichte letzte Woche und jetzt können wir starten in unsere neue Geschichte oder mit dieser Geschichte. Da geht es ein bisschen um Fitness. Ich hoffe, du magst dieses Thema und wir beginnen gleich. Hast du gesehen? Also der David fragt Martha, hast du gesehen? Ich versuche ein bisschen zu turnen. Das ist ganz außergewöhnlich, weil er Krücken hat. Er hat ein gebrochenes Bein und er versucht trotzdem ein bisschen zu turnen. Hast du gesehen? Ich versuche ein bisschen zu turnen, ja. Er will vielleicht, dass sie ihn bewundert und sagt, wow, du bist gut. Du kannst dein Knie schon etwas bewegen oder das Bein. Ich versuche ein bisschen zu turnen. Ich turne 2-mal die Woche, aber eigentlich wäre es gut, jeden Tag ein bisschen zu turnen. Aber mit den Krücken ist das ein bisschen kompliziert. Turnen mit Krücken, auf einem Bein stehend, das ist nicht ganz einfach. Es ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht will er viele Übungen machen und er merkt plötzlich, die kann ich ja gar nicht, wenn ich mein Bein gebrochen habe. Also er weiß nicht recht, was er trainieren soll, welche Übungen er machen soll. Ich kann praktisch nichts machen. Kniebeugen oder all die Sachen, die er sonst immer macht, kann er nicht mehr machen. Ich kann praktisch nichts machen. Es bleibt mir nicht viel. Ja, wenn du willst, können wir zusammen turnen. Ich habe viele Ideen, was für Übungen du machen könntest. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Wir können zusammen turnen.
Wir haben doch eine Matte, oder? Manchmal, wenn man irgendein Problem hat, findet man online auch gute Übungen, zum Beispiel bei Rückenschmerzen oder bei Schulterschmerzen oder Knieproblemen oder so. Dann gibt es spezielle Filme, die dir zeigen, wie du dann üben kannst. Wir haben doch eine Matte, oder? Eine Gymnastikmatte oder eine Yogamatte, was auch immer. Aber auf der Matte ist es immer ein bisschen angenehmer. Wir haben eine Matte? Oh, das wäre natürlich viel besser. Dann ist er vielleicht auch bereit, am Boden zu turnen, auf die Matte zu sitzen und ein paar Übungen zu machen, zum Beispiel für die Bauchmuskeln. Wir können schon ein paar Übungen auf der Matte machen, aber wir sind zu zweit und wir haben nur eine Matte und das geht doch nicht, ja? Vielleicht hat er auch keine Lust mehr zum Turnen. We do have a mat, right? Das wollen wir übersetzen auf Deutsch. Das ist das Ende von unserem ersten Teil der Geschichte. We do have a mat, right? Und we can do a few exercises on the mat. Diese 2 Sätze suchen wir. Und wir haben noch die Frage, wann trainierst du nicht? Was sind deine Ausreden? Zum Beispiel, wenn du draußen trainierst, gehst du auch, wenn es sehr kalt ist oder nass? Wir trainieren immer, auch wenn es Schnee hat und kalt ist und nass ist, wir gehen immer nach draußen, 2-mal die Woche. Aber es ist nicht immer einfach. Ja, die erste Übersetzung, wir haben eine Matte. Wir haben doch eine Matte, oder? Wir haben eine Matte. We can do a few exercises on the mat. Das ist, wir können schon ein paar Übungen auf der Matte machen. Wenn wir schon haben im Satz, dann denke ich schon, da kommt noch ein Aber. Das ist schon gut, aber ich helfe dir schon, aber ich habe nicht viel Zeit. Oder ja, wenn wir schon im Satz haben, häufig hängen wir hinten noch ein Aber an. Ja, wann trainierst du nicht? Was sind deine Ausreden? Du kannst immer noch schreiben. Deine Antwort zu dieser Frage interessiert mich, aber wir fahren weiter mit dem zweiten Teil unserer Geschichte. Da ist das Bild etwas, da fehlt etwas auf dem Bild. Vielleicht siehst du, was hier fehlt auf dem Bild. Kein Problem, wir haben sogar 2 Matten. Wir können beide turnen. Ich denke, wir können es ja probieren, aber schon wieder ein Aber. Ja, David hat vielleicht nicht so Lust zu turnen. Genau, wir können das probieren, sagt Martha. Also sie fällt ihm gleich ins Wort. Er kann nicht aber sagen, er kann nicht weitersprechen. Kannst du die Krücken ein bisschen zur Seite legen und dich auf die Matte setzen? Kannst du dich auf die Matte setzen? Ja, man kann auch ohne Krücken turnen, zum Beispiel im Sitzen. Ja, ich glaube schon, aber kannst du mir ein Glas Wasser bringen, bitte? Also, er hat Durst. Klar, wir haben viel Wasser, kein Problem. Das ist wichtig, dass du genügend Wasser trinkst.
So, aber jetzt hast du keine Ausreden mehr, oder? Du hast Wasser, du hast eine Matte, du hast Zeit, ich zeige dir die Übungen, du kannst Übungen finden, die du machen kannst, also jetzt hast du keine Ausreden mehr, oder? Ja, danke. Können wir anfangen? Ja, aber vorsichtig und langsam, okay? Also wir wissen ja, er hat das Bein gebrochen. Das sieht man auf diesem Bild nicht mehr. Seine Krücken sind auch weg. Naja, aber er belastet ein Bein, das andere ist in der Luft. Vielleicht kann er so trainieren. Langsam und vorsichtig. Er muss aufpassen, dass er nicht umfällt oder das Gleichgewicht verliert. Ja. Das war der zweite Teil unserer Geschichte und die Katze schaut interessiert zu, wie sie ihre Übungen machen. Wir wiederholen, was heißt we even have two mats und we can try that. Was heißen die zwei Sätze? Wir haben auch noch eine Frage an dich. Trainierst du lieber mit anderen zusammen oder alleine? Wie trainierst du lieber? Bist du in einem Club, in einem Verein? Trainierst du mit deiner Familie? We even have two mats. Wir haben sogar zwei Matten, genau. Wir haben sogar zwei Matten. Eine Matte für dich und eine Matte für mich. Wir können beide turnen. We can try that. Wir können das probieren. Ja, wir können das probieren. Wir können probieren, zusammen zu turnen. Ihr könnt immer noch schreiben, wie ihr am besten trainiert. Vielleicht bist du jemand, der lieber alleine joggen geht in seinem Tempo oder mit anderen ein Mannschaftsspiel macht. Du kannst ja auch Fußball spielen zum Beispiel oder tanzen mit anderen zusammen. So, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Jetzt haben wir aber genug geübt. Jetzt reicht's. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Oh. Ja, ich kann nicht mehr. Am Schluss muss man daran denken, sich gut zu dehnen, also Stretching zu machen. Das ist wichtig. Ich glaube, das haben Sie auch schon gemacht. Und die Frage ist, wohin gehen wir jetzt? Martha ist voller Tatendrang. Sie möchte etwas machen und nicht den ganzen Tag zu Hause turnen. Wohin gehen wir jetzt? Wir können in die Stadt gehen. Wir haben Zeit. Ja, Sie haben noch Zeit. Es ist, glaube ich, erst 8 Uhr morgens, wenn wir da auf die Uhr schauen, 5 vor 8. Oder 20 vor 11, was auch immer. Wir sehen nicht genau, welcher Zeiger länger ist und welcher kürzer. Ja, wir haben viel Zeit, das stimmt. Und wir können das schon, oder? Was denkst du? Es geht vielleicht mehr darum, ob David das kann. Kann ich das, in die Stadt gehen? Mit dem Bus? Ich kann nicht gut weite Strecken laufen oder gehen. Wir können das schon, oder? Ja, du schaffst das. Ich helfe dir. Du schaffst das schon. Wir fahren mit dem Bus, dann gehen wir in ein Café, vielleicht in die Bibliothek, was auch immer.
Wir können ab und zu wieder absitzen und uns ausruhen. Wir können in den Park gehen. Wir wiederholen. We can go to the city und we have time. Diese 2 Sätze suchen wir. Und die Frage zum dritten Teil ist, hast du auch eine Turnmatte zu Hause? Und was machst du? Übst du häufig? Übst du viel auf dieser Matte? Sie übt mit Internet. Vielleicht hat sie einen guten YouTube-Film gesehen. Und sie macht Übungen, sie turnt mit dem YouTube-Film. Wir haben Zeit, genau. Zeit mit T. We can go to the city. Wir können in die Stadt gehen. Genau. Und we have time. Ich habe gedacht, das habe ich verändert. Naja, vielleicht doch nicht. Wir haben Zeit, das ist gut, Asen. Zeit mit T. Du hast auch eine Turnmatte zu Hause. Super, Asen. Wir haben einige Turnmatten zu Hause, aber ich muss gestehen, ich übe nicht so viel auf diesen Turnmatten. Genau, dann machen wir weiter. Sie gehen also in die Stadt und zwar mit dem Bus. Sie sind ökologisch, vielleicht können Sie auch nicht Auto fahren oder Sie haben gar kein Auto, was auch immer. Mit einem gebrochenen Bein kann man nicht gut am Steuer sitzen, ja? Schau, dort ist unser Bus. Dort ist schon unser Bus. Wow! Entweder sind Sie etwas spät oder der Bus ist zu früh. Naja, oh nein, wir müssen rennen oder wir müssen laufen. Wir müssen schnell machen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, damit wir den Bus noch erwischen. Ich kann doch nicht rennen, sagt David. Martha hat es vergessen. Ich habe Krücken, das geht doch nicht. Aber ich denke, wenn man mobil ist, kann man mit den Krücken ziemlich schnell gehen. Doch, wir können das. Wir können das. Wir haben ja schon trainiert. Du bist gut. Eben, vielleicht ist das das Problem, weil sie schon trainiert haben und er jetzt müde ist. Wir haben ja schon trainiert. Ich nehme an, wir können es schon probieren. Wir können das mal versuchen, den Bus zu erreichen. Aber er sollte nicht zu lange nachdenken, weil plötzlich ist der Bus weg. Sicher, probieren geht über studieren. Du musst nicht so lange darüber nachdenken. Wir rennen mal und dann sehen wir, ob wir den Bus erwischen. Vielleicht wartet er auch, wenn er sieht, dass wir uns beeilen. Oder willst du warten und den nächsten Bus nehmen? Da ist natürlich die Frage, wie häufig die Busse fahren. Fahren sie jede halbe Stunde oder alle 10 Minuten? Oder so wie in Zürich die Tramme alle 7 Minuten? Wenn man nur 7 Minuten warten muss, ist das natürlich nicht alle Welt. Okay, aber wenn ich auf die Nase falle, bist du schuld. Ja, weil sie nicht auf den Bus warten wollte, auf den nächsten Bus warten wollte. Aber ja, wenn er auf die Nase fällt, ist sie schuld. Sie muss Verantwortung übernehmen dafür. Wie auch immer. Los, komm! Los brauchen wir für Achtung, fertig, los. Ja, das ist das Startsignal. Los! Komm! Wie auch immer. Also sie übernimmt gern die Verantwortung. Sie glaubt
an David, dass er das schafft. Und wir wiederholen noch die Sätze vom letzten Teil. I can't run und I have crutches. Und der letzte Teil. Was sind deine Übungen und wie oft machst du sie? Das ist eine der Fragen, die wir noch durchgehen wollen. Was sind deine Lieblingsübungen und wie oft machst du sie? Die ist nicht schlecht, diese Frau. Sie kann sogar lesen in dieser Position. I can't run heißt auf Deutsch, ich kann doch nicht rennen oder ich kann doch nicht laufen. Auf Hochdeutsch, wenn die Deutschen das sagen, dann heißt das eben joggen, schnell gehen, laufen. Ja? Und wenn wir das in der Schweiz sagen, laufe, dann ist das langsam. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht rennen, genau. I have crutches, das heißt, oh, das war der falsche Ort, wo ich gedrückt habe. Ich habe Krücken. Mein Sohn hat im Moment auch noch Krücken, also wir können zu Hause mit Krücken turnen. Wir können seine Krücken nehmen und ein bisschen üben damit. Aber ja, das ist lustig, wenn man das Bein nicht gebrochen hat. Gut, dann kommen wir zu den Fragen. Wir gehen die Fragen durch und dann treffen wir uns im Zoom-Treffen, wo wir auch über diese Fragen sprechen können. Also, das habe ich schon gefragt. Was sind deine Lieblingsübungen und wie oft machst du sie? Ich dehne mich gerne. Ich mag es, mich zu dehnen. Das tut mir gut. Ja, habe ich schon geantwortet. Dehnst du dich gerne? Machst du gerne Stretching? Wir sagen auch oft, wir brauchen oft den englischen Begriff Stretching, aber der deutsche Begriff heißt sich dehnen. Ich kann meine Muskeln dehnen, meine Beinmuskeln, meine Rückenmuskeln, meine Armmuskeln. Ich kann mich auch strecken, ja, und beugen. Strecken ist gerade machen und beugen ist so beugen, strecken, beugen. Ja, das sind wichtige Begriffe, wenn du ins Fitness gehst, in den Turnverein, in die Damenriege oder so, dann vielleicht hörst du diese Begriffe. Dann die Frage, bist du empfindlich oder eher robust und unsensibel, also empfindlich, dass du sehr schnell Schmerzen hast und sagst, au, das mache ich nicht, das tut weh, oder robust, dass du auch etwas machst, wenn du mal Schmerzen hast. Vielleicht ist unsensibel nicht das richtige Wort, es heißt einfach empfindlich, könnte man auch sagen wehleidig, also du hast schnell weh und sagst, au, das tut weh, ich armer Kerl oder so. Aber robust ist das Gegenteil. Dann musst du oft rennen, wenn du zum Beispiel auf den Bus gehst oder auf den Zug, musst du oft rennen, oder wenn du zur Arbeit gehst, oder musst du vielleicht deinen Kindern hinterherrennen. Springen auf Hochdeutsch ist eigentlich hüpfen, so auf und ab. Ja, Gassen, denen ist wichtig. Also, probieren geht über studieren, haben wir in diesem Text gesagt. Was hast du schon ausprobiert? Was hast du schon gemacht? Dann bist du ein Draufgänger oder eine Draufgängerin oder überlegst du dir alles zweimal. Draufgänger sind Leute, die gleich handeln. Sie haben eine Idee und sie handeln.
Sie fahren vielleicht etwas zu schnell Ski, wie mein Sohn, oder sie sind nicht so vorsichtig. Ja, sie sind nicht sehr vorsichtig, die Draufgänger. Aber die Leute, die alles zweimal legen, sind sehr zurückhaltend, sie sind ängstlich und vorsichtig, ja. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Bist du schon mal auf die Nase gefallen? Erzähl. Bist du schon einmal auf die Nase gefallen? Ich glaube, das war der Schluss. Ja, wir sind um. Unsere Präsentation ist am Ende. Also wir treffen uns auf Zoom. Klicke auf Speaking Practice und dann sehen wir uns gleich. Den anderen, die den Film später anschauen oder vielleicht nicht kommen können jetzt. Denen wünsche ich noch ganz eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Tschüss.